Oh, guck mal! Eine Marienkäferschule. Yay! Komm her. Kann ich da drauf hüpfen? In meinem Kreis, da drüben, das ist der Park. Also da wird geparkt. Oh, der guckt aber böse. Guckst du so böse? Bestimmt, weil er nicht so gemütlich wie ich hier auf dem Marienkäfer chillen kann. Und du da? Ja, der guckt freundlich. Oh, jetzt wird's aber gleich eng. Irgendeiner muss jetzt ausweichen. Ah, er biegt nach rechts ab. So, oh, weiter nach rechts. Du rammst ja die Leute hier. Eieieiei. So, gut. Was mache ich denn eigentlich hier? Also, was die hier machen, weiß ich. Die laufen im Kreis. Ich habe keine Ahnung, was das gerade soll. Chief Janet, ich bin zurück. Sichtbar. Und ich habe gehört, dass du Schälchen einen Brief gegeben hast. Hm? Wie hast du davon gehört? War nicht leicht zu übersehen. Gute Arbeit, Scout. Das bedeutet, dass du dir dein erstes Abzeichen verdient hast. Passt. Okay. Yippie! Also arbeiten wir Scouts an einem Abzeichensystem. Wenn du etwas Bemerkenswertes getan hast, gibt es dafür ein Abzeichen. Mit jedem Abzeichen kommst du deinem Ziel, ein echter Mail-Scout zu sein, ein Stückchen näher. Und du wirst ein bisschen besser bei der Postzustellung. Beispielsweise ist dir vielleicht aufgefallen, dass du durch Drücken von B springen kannst. Ach. Also, wenn du B gedrückt hältst, kannst du auch gleiten. Ja. In dieser Stelle hier erstmal guten Tag, ihr Leute. Ich glaube, wir haben da... Gestern waren wir wohl etwas übereifrig und sind da gleich fleißig ans Postzustellen gegangen. Dabei wären wir noch gar nicht so weit gewesen. Guck mal, wir kriegen jetzt noch hier ein bisschen Erklärung. Naja, okay, machen wir weiter. Jesus, genau. Das ist fantastisch. Ich werde buchstäblich nie wieder den Boden berühren. Nun, klar, warum keine großen Träume haben? Egal. Wenn du diesen Brief an Greg auslieferst, dann bekommst du dein offizielles Mail-Scout-Abzeichen. Sorry, ich glaube, das Deutsch ist von der KI übersetzt, einer schlechten. Du wirst ein echter Mail-Scout sein. Ja, ich kann es kaum erwarten. Viel Glück, Peter. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Danke, Mom. Ich wollte sagen, Mrs. Mail. Ich meine, Janet. Tschüss. Oh, nicht vergessen. Durch Drücken von X kannst du deine Lieferungen und Abzeichen im Handbuch nachsehen. Wahnsinn. Was man durch Drücken von X noch machen kann, ist die Pronomen zu ändern, die sich bei jedem Start verschieben. So, ihr habt nichts gesehen, außer das Menü. Okay, ja. Was ist eigentlich hier? Ah, wir haben noch was zu sagen. Eine letzte Sache. Ja, was? Wo ist Greg nochmal? Steht das auf dem Umschlag? Nee. Woher soll ich das dann wissen? Frag rum und find's raus, Junge. Cool. Ich krieg das hin. Okay, jetzt haben wir da einen Fragezeichen-Umschlag, der wohl für Greg ist. Wieso winkst du mir zu? Oh, du bist es wieder. Der Scout, der kein Autogramm wollte. Nun, ich zeig's dir, wenn ich die Laufmeisterschaft gewinne. In 6 Wochen ist mein Autogramm Tausende wert. Merkt euch meine Worte. Gewinnen Schildkröten normalerweise Rennen? Nö. Schildkröten sind super langsam. Das weiß jeder. Aber mach dir deshalb keine Sorgen, denn diese schlanke, fiese Laufmaschine ist eine 100%ig echte Schildkröte. Das hat zumindest mein Vater gesagt. Naja, also, ja, in diesem Fall, ja. Gewinnt diese Schildkröte oft Rennen? Nein, noch nicht. Ich habe mich wirklich angestrengt, aber ich glaube nicht, dass ich rechtzeitig für das Rennen gut genug in Form sein werde. Daisy, der Hase, gewinnt immer. Und obwohl wir beste Freunde sind, weiß ich nicht... Ich will irgendwie nicht, dass sie denkt, dass ich zu kämpfen habe. Aber Söckchen wird immer Zweiter. Die muss also was wissen. Sorry, die Namen. Es muss einfach irgendeinen Trick beim Laufen geben, den ich noch nicht rausgefunden habe. Ja, schneller laufen. Hier, könntest du diesen Brief bitte zu Söckchen bringen? Ist eine gefälschte Notiz. Nur ein freundliches Auschecken der Konkurrenz. Aber in Wirklichkeit wirst du sie verhören und alle Geschäftsgeheimnisse aus ihnen rauskitzeln. Klingt nach einem Plan? Naja, ein bisschen behämmert, der Plan, irgendwie. Apropos Hasen, warum fragst du nicht einfach Daisy um Rat?
Vielleicht später. Fürs Erste ist hier mal der Brief an Section. Komm wieder, wenn du alle Geheimnisse kennst, die ein Läufer jemals brauchen könnte. Jo. Dann werden wir dieses wohl tun. Aber zuerst gucken wir uns noch um. Wir brauchen noch... 3 Münzen. Ich musste übrigens neu anfangen. Es gab... Hörst du bald auf, dich hinzusetzen? Es gab da einen kleinen Crash, deshalb habe ich jetzt erstmal wieder so weitergespielt bis hierher. Da drin waren wir schon. Da ist ein... Hoppala, da ist ein Marienkäfer drin. Gucke. So. Guck mal, ich habe hier eine Abkürzung gefunden. Bin ich nicht gut? So. Dann würde ich mal sagen, also was ich jetzt vorhab, na, da sind wir noch zu früh, ist auf jeden Fall darüber gehen. Mal da oben, da diese Baumhausgedönse da, was da überall ist, das hier überall abchecken, weil da liegt noch ein Haufen Zeugs überall. Oh ja, stimmt, pass auf, wir sind ja hier bei Janet, gell? Ah, ne, Irene heißt sie. Irene? Hängt davon ab, wer fragt. Denk dran, wir haben uns noch nie gesehen. Hä? Ich kann mich an keinen neuen Rekruten erinnern. Also, rechtfertige dich. Du hast Post. Oder sollte ich sagen? Geheime Informationen. Das solltest du nicht sagen. Oh, sorry. Also in diesem Fall habe ich einen total normalen Brief von Mumpf. Was tut der Schlingel Zivilisten in unsere Sache reinziehen? Lass sehen. Bitteschön, ein erstklassiges Beispiel für einen ganz normalen Brief. Kein Geheimnis. Okay, schwierig. Ich muss drüber nachdenken. Was hat er überhaupt gesagt? Da ist absolut nicht Geheimnis und so. Ah ja, clever, ne? Nun, er fragte nach seiner Rolle in unserem Plan. Schätze, ohne Anweisungen wird er ungeduldig. Aber ich bin unsicher, was ich ihm sagen soll. Ja, was meinst du? Ich erzähl's dir ein andermal. Jetzt, wo du bei der Gaunerei mitmachst, könntest du mal bei Cass für ein Status-Update vorbeischauen. Holla, da ist was schief gelaufen bei der Programmierung. Weiß nicht, haben sie vielleicht ein Leerzeichen zu wenig hinter der egal. Streng geheim. Ei, ei, Boss. Er ist oben in der Höhle in der Nähe der blauen Windmühle. Neugieriger Bursche. Ich hoffe, er macht dir keinen Ärger. Ja, ich hoffe es auch. Viel Glück, Rekrut. So. Abzeichen verdient. Lieferung am nächsten Tag. Ja, geil, danke. Also, warum spionierst du Katzen aus? Achso, ja stimmt. Guck mal, die tut Kiki ausspionieren. Das muss ich wissen. Ja, das musst du wissen. Und für dich, um es herauszufinden. Was ist denn das schon wieder? Um nie und nimmer. Was? Frag nochmal nach. Oh, ich bin genauso verwirrt wie ihr. Geh einfach und hol dir das Status-Update von Case. Er ist in der Nähe der Windmühle, bla 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 bla. Okay, alles klar. Wir gucken, ob mal irgendwo... Da ist eine Blume. Hoch. Also so, ich bin jetzt ziemlich hoch. Guck mal, da kann ich doch jetzt bestimmt irgendwo da drauf, oder? Ah, guck. Okay, von da unten darüber. Das kriegen wir noch hin. Guck mal, das... Ja, komm, besser nicht probieren. So, da drauf, zack. Da drauf, zack. Sehr gut gezackt. Ist da oben irgendwas, was man brauchen könnte? Hier. Ich muss vorsichtig sein, ich will jetzt schon wieder runterfallen. So, ach ja, wir sollen ja auch unten für Eckbert, den Nachbar, der über ihm wohnt, sagen, dass er nicht so laute Musik laufen lassen soll. Aber erstmal gucken wir uns hier ein bisschen um, ob wir noch was anderes finden. Da kommen wir wohl her. So, keine Ahnung. Yes. Sich das Mädel aber auch sofort hinsetzt, wenn man mal 2 Sekunden nicht einen Analogstick betätigt. So. Ah, guck mal, da oben ist eine Münze. Ja, das ist schon mal gut. So. Unos Münzos. So. Okay. Mal hier irgendwo hin? Nee, da ist... Ach, das ist die Strickleiter, die abgefallen ist. Ah, okay, ich weiß, was ich bin. Da drüben ist ein Brunnen. Was ist das da hinten? Soll ich denn da hin?
Brunnendach raus vielleicht? Pass auf. So. Oh. Na, da komme ich, glaube ich, noch nicht hin. Ich könnte es darüber probieren. Ich probiere es erstmal auf dem Brunnendach. Oh, warte mal. Ich glaube, das ist besser, wenn man das so macht. Das war eine dumme Idee. Oh. Okay. Sind zumindest auf dem Brunnen. Was ist denn hier los? Wow, ein Brunnen. Ob es wohl ein Echo hat? Echo. Du solltest nicht hier sein. Aber echt, hey. Was war das? Hi. Quack. Bist du ein Frosch? Du kannst sprechen, oder? Quaken ist reden. Ich meine, Quack. Wer bist du? Namen spielen keine Rolle. Stell dir vor, ich wäre einer, der die Würmer kontrolliert. Quack. Willst du ein Geheimnis wissen? Okay, lustige Brunnenstimme. Verrat mir dein sehr cooles, total echtes Geheimnis. Wusstest du? Die Antenne von Söckchen ist nicht echt. Es ist eine auf den Kopf geklebte Nachbildung. Ihr echter ist bei einem Skiunfall abgefallen. Das ist Nischenwissen! Wie hast du das gewusst? Die Würmer flüstern mir ihre Geheimnisse zu. Quack. Cool. Grüß die Würmer von mir. Reicht. Schön. Okay, tschüss, Stimme. Quack. Alles klar. Die Würmer flüstern ihm die Geheimnisse zu. So. Wo sind wir denn hier? Das da ist Dörte oder so hieß die. Das ist echt ein Wunder, aber hier kann man irgendwie nicht wirklich viel doch da. Da schwebt eine riesige Kohle. Ich glaube, da oben ist ein Turm. Moment. Aha, ich sehe schon. Ah ja, ich sehe schon. Man kann darüber. Ja, unglaublich, gell? Ich weiß. Wenn wir mal probieren, ob man dann nochmal rüberkommt. Jawohl. So. Also, ich muss irgendwie da hochkommen. Schon wieder. Da war ich doch gerade eben. Egal. So, wir könnten mal anfangen, Briefe auszutragen. Das ist eigentlich auch eine gute Idee. So. Das weiße Häschen da und ein braunes Häschen. Das weiße Häschen ist aber nicht Schneeflöckchen, oder? Weiß nicht. So. Okay. So. Mal gucken. Ja. Irgendwas? Nee, aber ich kann hier höher. Dann kann ich das da hoch? Nee. Oh, das war eine sehr dumme Idee. Ja, okay, dann kann ich hier drauf landen. Ja, kann ich. So. Ich würde gerne da hoch. Das geht nicht. Warum nicht? Kann ich da hoch? Mann. Ja, irgendwie... Oh, warte mal, den Hase kenne ich doch. Du bist doch die Münztruller. Oh, Peter, hast du alle Münzen? Yep, alle 4. Hot Dickety Dog. Du bist unglaublich fantastisch, atemberaubend. Habe ich wirklich alle 4? War das die letzte Münze? Und das werde ich dir nie vergessen. Hier, ich habe eine Entschuldigung an Kiki geschrieben. Könntest du ihm das und die Münzen zurückbringen? Vielleicht schaffe ich es jetzt noch lebend raus. Es scheint, du bist nicht nur ein Mail-Scout im Training, aber auch ein Glücksbringer Verhinderungsdienst. Da scheint gutes Geld drin zu sein. Es ist mein erster Tag und ich habe schon einen ganzen Satz unbezahlbarer Münzen. Oh nein, jetzt bin ich wieder nervös. Ich bringe die Nachricht und Münzen zu Kiki, okay? Ich hab's im Griff. Cedar. Abzeichen Scout des Tages, alles klar. Der war da unten, wo die Irene hinguckt. So, also quasi hier. So, einmal Kiki-Brief bitte. Ich hab sie. Meine Münzen. Ich schätze, du bist zumindest etwas fähig. Und dann ist da noch eine Nachricht von der kleinen Cedar. Mal sehen, was sie selbst zu sagen hat. Mist.
Der Bursche respektiert mich eindeutig. Keine Ahnung warum. Und offensichtlich liebt sie die Münzen. Ach, verdammt. Ich werde etwas tun, was ich nie tun wollte. Oh, was? Scout, diese Kollektion. Obwohl unbezahlbar, keine dieser Münzen hat wirkliche Bedeutung. Diese allerdings, das ist meine Lieblingsmünze. Die erste Münze, die ich je verdient habe. Mit dem Verkauf von Apfelsaft als Kind. Aha, okay. Als Kind schrieb ich eigene Briefe, um sie danach zuzustellen. Ja, ich bin sicher, das hat dich reich gemacht, so wie mich mein Apfelsaftstand reich gemacht hat. Naja. Obwohl mir diese Münze eine Menge bedeutet, das sollte keinen Staub ansetzen, sondern in einer neuen Kollektion weiterleben. Bring diese Münze zu Sida. Oh, und diesen Brief auch. Weißt du, und bitte würde nicht schaden. Aber ich tue es für Sida. Oh, das ist eine Katzenmünze, guck mal. Sammelobjekt Koban-Münze. Yay. So, okay, alles klar. Ah, du bist der Scout. Weißt du, ich habe dich hier schon einige Zeit gesehen. Ich habe deinen Namen bisher noch nicht gehört. Wie nennen sie dich? Mein Name ist Peter. Und meine Pronomen sind sie und ihr. Okay. Aber woher denn das plötzliche Interesse an meiner Person? Du hast noch nie welche gezeigt. Ja, du scheinst ein gewissenhafter Arbeiter zu sein. Es ist gut, Leute im Auge zu behalten, die bereit sind, viel zu arbeiten. Für geringe Vergütung. Was ist Vergütung? In dem Fall halt Entschädigung. Ein Gehalt, weißt du? Zahlung? Hast einen Faden verloren. Du wirst für diesen Postjob gar nicht bezahlt. Nun, technisch gesehen bin ich noch nicht mal dafür qualifiziert. Ein unbezahlter, unterqualifizierter, Praktikant, kenne ich. Ich sollte mir Notizen machen. Das ist gute Geschäftspraxis. Scout, Mist, wie hieß sie nochmal? Irgendwas mit einem M? Weißt du was? Ist egal. Wir müssen uns nicht beim Vornamen nennen. Gute Idee. Schließlich ist das Geschäft kein Vergnügen. Wir sehen uns, Scout. Und du? Geldkater. Ah ja, okay. So. Jetzt muss ich wieder zurück zu ihr, die da hinten wohnt. Hallöchen. Rück's raus, Scout. Werde ich morgen noch erleben? Wie wäre es, wenn du das liest und es selbst herausfindest? Oh, verrückt. Heiliger Bimbam. Hat er wirklich? Ja, hat er. Peter, ich habe meine erste Münze. Juhu. Wie wirst du deine Münze nennen? Sollst du ihm einen Namen geben? Ich weiß nicht, aber es fühlt sich richtig an. Gut, dann gebe ich dieser Münze Peter einen Namen. Was? Achso, diese Münze heißt Peter. Jesus, nee, was eine Übersetzung. Weil du mich davor gerettet hast, in einen Glücksbringer verwandelt zu werden. Oh, was anderes. Hier, nimm mal eine Zeichnung. Jetzt hast du auch... Geh doch mal weg da. Jetzt hast du auch etwas als Erinnerung. Danke, Sida, das ist super nett von dir. Dir gebührt der ganze Dank. Jetzt muss ich meine volle Aufmerksamkeit auf Peter richten. Oh, Peter-Münze wollte ich sagen. Ah ja, habe ich verstanden. Bis später. So, sehr schön. Kann man dich nochmal anlabern? Ich mag deinen Rucksack. Hast du da was Besonderes drin? Ja, tatsächlich ist das außergewöhnlichster Kram. Ich habe hier drin ein paar streng geheime Dinge. Oh, kann ich mal sehen? Nee, tut mir leid, das wäre eine Verletzung der Privatsphäre. Aber du sollst wissen, dass ich der Gnom bin, dem die sichere Zustellung dieser Dokumente anvertraut wurde. Aha, sie ist also ein Gnom. Okay. Wow. Bist du ein Spion? Nö, ich bin ein Mail-Scout. Klar, sicher. Gute Titelstory. Ich bin ein Mail-Scout, die da oben dran will, aber nicht dran kommt. Habe ich ja schon probiert von der Blume aus, gell? Ja, was machen wir denn jetzt? Wir haben hier noch so viel zu tun. Also ich will da eigentlich hoch. Was ist mit dir? Achso, das war die Rübenfrau, gell? Wie geht's deinen Rüben? Also sie sind überhaupt nicht größer geworden. Und das ist gut. Ja. Denk dran, winzig ist das Ziel. Ja. Sag ich meiner Freundin auch immer. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, wo wir hingehen. Doch, wir gehen da runter. Ah ja, das ist der Fledermausmann, gell? So, Fledermausmann. Okay, alles klar. Ist hier noch was? Ach ja, ich muss ja da runter, gell? Ich muss ja... Moment. War da gerade eine Münze? Ne, ich suche gar keine Münzen mehr. Das kann nicht... Lässt du mich raus? Das kann nicht gewesen sein. Was war das? Ne, das war der Deckel von dem Dingens da. So, wir müssen zu dem Bombenmann da hinten. Der Bombenratte. Ja, dass der am Haus auch irgendwie was versteckt. Oh, da ist ein Baumstumpf. Den gucken wir uns nachher mal an.
Hey Peter, hab nicht gerade viel. 14, 15, Zeit zu reden. 16, 18, 19, ja, die 17 vergessen. Ich versuche meinen Sprengstoff zu inventarisieren. 20, 21, hört sich kompliziert an. Ja, ist es, aber super duper wichtig. Mist, ich habe den Überblick verloren. 1, 2, oh ja, das kenne ich. 3. Ja, aber ich habe doch eine Nachricht für dich. Ja, aber wieso? Ich hab doch einen Brief für dich, oder? Nee, hat mir Irene nicht gesagt, ich soll ihm... Ah nee, ich soll ihm gar nichts sagen. Stimmt, sie wusste nicht, was sie ihm sagen will. So. Boah, man, ob ich schwimmen kann? Versuch macht klug, oder? Hm. Okay, sie ist gar nicht so tief, wie ich dachte. Okay, alles klar. Okay. Wo sind wir denn hier? Nee, da war man, ne? Das ist der Sprengstoffmann. Okay, dann rennen wir einfach noch ein bisschen so hin und her. Gibt's hier nix? In deinem Haus vielleicht irgendwie? Das sieht gut aus. Guck mal. Ist ja wirklich nicht tief. Kannst du den Boden sehen. Oh, guck mal, da ist eine Zeichnung. Da hat jemand das Haus verkritzelt. Schade, dass man da nicht reingehen kann in die Häuser. Ich meine, weiß ja nicht, was da drin zu gucken wäre, aber trotzdem. Ist schon gucken halt. Okay, wo kommen wir denn hier hin? Ja. Ach, guck mal da ist ein... Zack. Hoppa. Ein Dingens für die Fledermaus. So, da hinten sehe ich ein weißer Hase. Oh, da ist noch was auf dem Dach drauf. Was gibt's hier? Kohl. Kohlköpfe. Kann man da drauf springen? Oh, was ist denn das da hinten? Moment. War ein Marienkäfer, habe ich gerade gesehen. Oh, guck mal! Eine Marienkäferschule. Yay! Komm her. Kann ich da drauf hüpfen? In meinem Kreis, da drüben, das ist der Park. Also da wird geparkt. Oh, der guckt aber böse. Guckst du so böse? Bestimmt, weil er nicht so gemütlich wie ich hier auf dem Marienkäfer chillen kann. Und du da? Ja, der guckt freundlich. Oh, jetzt wird's aber gleich eng. Irgendeiner muss jetzt ausweichen. Ah, er biegt nach rechts ab. So, oh, weiter nach rechts. Du rammst ja die Leute hier. Eieieiei. So, gut. Was mache ich denn eigentlich hier? Also was die hier machen, weiß ich. Die laufen im Kreis. Ich habe keine Ahnung, was das gerade soll. So, jetzt... Oh, das sind Rüben. Jetzt bleiben sie aber groß. Wasserfall haben wir auch hier. Schön. Kann ich hinter den Wasserfall gehen? Ja klar kann ich hinter den Wasserfall gehen. Moment, das ist ein Geheimgang. Moment. Haha. Aber zuallererst mal will ich hoch zu dem Hase da gehen. Oh, das sieht aus wie ein Rennhase. Guck, hat eine Nummer drauf. Das sind 2 Leute. Hi. Daisy ist mein Name und laufe mein Geschäft. Wie sieht's aus? Nicht viel. Es sieht nicht viel aus. Wie geht's dir? Übrigens, könnten wir uns vielleicht kurz unterhalten? Sicher. Was ist los? Ich habe dich durch die Stadt flitzen sehen. Ich weiß, dass einige meiner Kinder dich sehr mögen. Ja, deine Kinder sind wirklich cool. Ach, das andere sind ihre Kinder, oder wie? Gute Arbeit bei der Geburt. Ja, danke. Ja, genau. Das mache ich auch immer. Wenn ich jemanden sehe, sagt das Kind, ja, gute Arbeit bei der Geburt. Hast du frei gemacht. Naja, ich habe mich gewundert. Meine Kinder zeigen mir gar nicht mehr ihre Zeichnungen. Das könnte ihnen peinlich sein. Oder vielleicht denken sie, dass ich sie nicht mag? Aber ich vermisse ihre Zeichnungen. Ich kann gar nicht sagen, wie stolz ich auf sie bin. Wenn du zufällig eine ihrer Zeichnungen bekommst, könntest du sie mir bitte geben? Daisy, das ist das Niedlichste, was ich je gehört habe. Und tatsächlich, ich habe hier eine Zeichnung für dich. Oh, schau, es ist eine Münze. Ist das nicht diese Münze von Kiki? Ich bin mir nicht sicher. Hat sie da das gezeichnet? Yep. Sie hat von Kiki diese besondere Münze als
für eine Sammlung bekommen. Oh, wie nett. Ich bin froh, dass sie da jemanden hat, der ihre Münzleidenschaft teilt. Wir sollten Kiki zum Dank mal zum Tee einladen. Vielen Dank, dass du mir diese Zeichnung gebracht hast. Ich werde es gleich aufhängen. Bitte bring alle Zeichnungen mit, die du unterwegs findest. Was ist denn das da? Ach, das ist die Windmühle? So. Oh, hey Peter, hast du eine zweite Zeichnung für mich? Mach das. Oh mein Gott, das sind die Sterne. Mach das. Das ist so wunderschön. Und alle Sterne sind an der richtigen Position. Lass mich raten. Hat das Schneeglöckchen gezeichnet? Das hat sie sicherlich gemacht. Was für ein großartiges Kind sie doch ist. Nicht der geselligste, aber sehr, sehr leidenschaftlich. Vielen Dank, dass du mir das gebracht hast. Diese wird direkt neben der ersten aufgehängt. Bitte komm vorbei, wenn du noch eine bekommst. Wie viele Kinder hat die denn? Wenn du mal etwas Gemüse von der Farm brauchst, sag einfach Bescheid. Okay, mach ich. Ich habe gerade keinen Platz in meinem Rucksack, aber vielleicht ein andermal. Immer gerne. So, jetzt zu dir. Hallo, ja, ich komm. Hallo, meine Liebe. Ich glaube nicht, dich hier schon mal gesehen zu haben. Lust auf eine Tasse Tee mit uns? Oh nein, tut mir leid, ich bin bei der Arbeit. Trotzdem, danke für das Angebot. Mein Name ist Anni. Schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Peter. Ich bin Mail Scout. Heute ist mein erster Tag. Wunderbar. Du bist genau das, wonach ich gesucht habe. Wirklich? Was für ein Zufall. Ich muss dich um einen großen Gefallen bitten, meine Liebe. Wie groß? Ja, so groß wie Kieselstein groß, Stein groß, Felsbrocken groß, Findling groß. Nicht wirklich so groß. Du musst einen Brief von mir an Hailey überbringen. Verdammt, ja! Was sind denn das hier für Ausdrücke, Peter? Also sowas. Du hast Glück, denn damit kenne ich mich aus. Aber es ist ein geheimer Brief. Du darfst Hailey nicht verraten, dass ich ihn geschickt habe. Anni, diese Spannung. Bitte verrat mir, was drin ist. Es sind einfach ein paar Dinge, die sie sich anhören muss. Was für Dinge? Gute Dinge, schlechte Dinge, lustige Dinge, beängstigende Dinge. Peter, weniger Fantasie. Weitere Postzustellung. Bitte, ich würde nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre. Sie ist eher ein nervöser Typ und ich weiß zufällig, dass sie etwas Großes vorhat. Ich hoffe, das wird ihre Nerven beruhigen, damit sie tun kann, was getan werden muss. Okay, gut, ich werde meinen Job machen. Leise. Danke, Hannibal. Jetzt lauf wie der Wind. Bring mal eine anonyme Nachricht zu Hailey. Wusch. Wusch. So, Moment, bevor wir wegwuschen. Ich will das da noch. Was ist das? Aquamarinkristall. Offensichtlich schützt sich das im Kampf. Was? Ah, ich habe noch eine Pilzprobe. Stimmt, die muss ich dann noch abgeben. Ne? Yes, ich habe immer mehr Nachrichten und Gedönse. Und ich komme zu nix. So, da hinten unterm Wasserfall rauscht das Wasser. Sonst ist es all. Ja, ich weiß, Megaspruch. Da hinten unterm Wasserfall ist eine Höhle. Da gehen wir aber erst morgen rein. Hey, wir wollen jetzt nicht zu viel. Ich will jetzt mal ein paar Briefe abgeben. Kommt doch da bestimmt raus, oder? Warum komme ich... Ah, ja, jetzt. So. Oh, da wollte ich nicht hin. Ah, das ist Donna, glaube ich. Ah, hi, wie geht's? Ich bin noch mit der Lieferung für Greg beschäftigt. Klingt nach einem schwierigen Fall. Du schaffst das bestimmt. Danke, Donna. Okay, ja, Greg. Okay. Ach, guck. Kann ich dann da hochhüpfen und dann da rein? Sehr gut, das ist gut zu wissen. So, jetzt pass auf. Wie finde ich hier raus? Ah ja, da ist das Schneeglöckchen. Also nicht das Schneeglöckchen, da ist Schneeglöckchen. Daneben das Haus von Schneeglöckchen. Nee, wir gehen jetzt nicht bei Schneeglöckchen vorbei. Wir liefern jetzt den Brief an die Gans ab. Den ganzen Brief. Machen wir mal irgendwie vorwärts kommen hier. Zack. So. Die hat gewohnt. Da? Nee. Wo war denn die Gans? War die nicht ganz bestimmt hier? War aber schon hier oben, oder? Ja, ich will mal ein bisschen Überblick verschaffen hier. Ah, nee, das ist ein Hase. Okay, zu dem Hasen muss ich nicht. Ich mal da weiter. Was ist so Rüben im... Ah, da ist sie doch. So, hallo. Oh, verdammt. Ich würde gern wissen, was du denkst. Ja, es ist nur ein Fall von nur... Ah, vergiss es, ich bekomme noch nicht mal die Worte raus. Das ist okay, Worte sind eine schwierige Angelegenheit. Lass einfach die aus, die du nicht sagen willst.
hast du auf dem Herzen? Keine Sorge, das ist eine persönliche Angelegenheit. Was hast du für mich, kleiner Scout? Ich habe keine Ahnung. Sorry, ich habe gerade ein Wort ausgelassen, was ich nicht sagen wollte. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist ein Umschlag, oder? Yep. Aber im Inneren, wer weiß? Ich nicht. Hier müssen wir wohl auf unser Glück hoffen. Also gut, los geht's. Also ihr liest das jetzt so? Wer hat dir das gegeben? Niemand. Aber auch was drin ist. Ich bin echt gespannt. Also Gnome haben eine seltsame Grammatik. Es ist ein Brief, in dem steht, dass ich Selbstvertrauen entwickeln muss, um tun zu können, was mich glücklich macht. Das ist keine schlechte Idee. Ich glaube nur, ich bin ein bisschen überfordert. Ich stelle hiermit den formalen Antrag, die Geheimnisse sofort auszuplaudern. Na gut, aber nur, weil du so nett gefragt hast. Ich bin verknallt. Was? Auf Donner. Und ich würde sie eigentlich gerne um ein Date bitten. Du scheinst etwas schwer zu atmen. Love Quest! Wie willst du es anstellen? Was ist der Plan? Was brauchen wir? Nun, das ist das Problem. Ich möchte dir etwas Besonderes geben, als Zeichen dafür, dass es mir auf spezielle Weise sehr am Herzen liegt. Ich bin mir aber noch nicht sicher, was ich machen soll. Lass mich nachdenken. Später wiederkommen? Okay, ja, ich kann warten. Kein Problem. Hey, kleiner Scout. Hast du es herausgefunden? Oh, beruhig dich. Ja, nee. Also hat sie irgendwas erwähnt, was sie besonders mag? Oh, Donna mag alle möglichen Dinge. Das ist das Problem. Mir fällt nichts super Besonderes ein, das ihr gefallen könnte. Sie sprach über eine Art speziellen Löffel. Ein Löffel? Ja, ich meine, das nennt man Liebeslöffel. Das kenne ich. Diesen Löffel schenken sich Liebende gegenseitig. Ach so, ich dachte, das wäre Löffelchen halt. Egal. Ich kann mich nicht wirklich erinnern, was sie abgesehen davon darüber gesagt hat. Ich war ein bisschen verloren in ihren Augen. Wäre ein normaler Löffel okay? Nein. Der Liebeslöffel ist besonders, daran habe ich keinen Zweifel. Kannst du mir bitte helfen, mehr darüber herauszufinden? Sicher. Es gibt keinen Löffel, mit dem ich nicht klarkomme. Danke, Peter. Ich kann die Hilfe wirklich gebrauchen. Ich bin etwas zu nervös. Donna ist einfach so cool und beruhigend. Aber leider kann sie mir da nicht weiterhelfen. Vielleicht fragst du zuerst meinen Freund Ham zum Thema Liebeslöffel? Wenn irgendjemand etwas über Liebeslöffel weiß, ist er es. Er kann sich wie kein Zweiter durch ein Buch fressen. Fressen? Also kauen? Wie ein Lesen? Meistens, ja. Hier, ich habe die Situation notiert. Gib Ham diese Nachricht, er wird wissen, was zu tun ist. Okay, ich komme bald wieder. Jesus, nee. Wir haben schon wieder mehr Briefe als überhaupt irgendwie. Jesus, nee. Ja, genau. Erstmal ein bisschen abkühlen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Weißt du, wo wir anfangen? Wir fangen jetzt an, das hier zu beenden und machen morgen weiter. So, morgen habe ich vor, mindestens einen Brief zuzustellen. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Ich kann es nicht versprechen. Was ich aber versprechen kann morgen ist, das müssen wir uns halt nur merken, morgen werden wir hinter den Wasserfall diese Kristallhöhle angucken. Da habe ich richtig Lust drauf. Okay, dann bis morgen. Tschö. Und immer aufpassen, dass ihr nur Pilze esst, die ihr kennt. Und wisst, dass sie nicht giftig sind. Tschö.